Jenny, bist es du? Bist Ja, es wirklich du siehst doch genau gleich aus, Steffi. Oh nein, also ich meine, es hat ja so viel können passieren in den letzten 2 Wochen. Ich weiss es ja Hey, nicht, ich aber habe das Gefühl, es ist einfach auch verdammt viel passiert in diesen ich 2 liebe Wochen. also was sicher passiert ist, dass wir beide fantastisch frisiert sind. What happened? Alle, die natürlich schon den Blogpost gelesen haben, den Steffi online da hat, zu unserem Spa-Weekend, die sind Insiders und wissen, warum ich Haare schön. Was wirklich haarschön. Es ist wirklich einfach auch ein Mindset-Issue, dass wenn ich habe andere Expectations an ein 500-Franken-Produkt als an ein 60-Franken-Produkt. Und es tut den Job genauso gut. So, der Idee, also wenn er jetzt vielleicht das Wochenende ins Deutsche fahren go posten, ist ja nicht grundsätzlich etwas, wo wir incentivizen, aber falls und einen DM haben, der am Arsch der Welt ist und es nicht ausverkauft ist, der Dyson Tube vom DM für 59,90 €. Es ist wirklich crazy. Und eben Jennifer Ja. und ich haben den mit viel Mühe und einem beinahe Unfall irgendjemand auf dem Land aussen in Deutschland wir uns den geholt, also sie sich natürlich. Und ich bin natürlich so ein bisschen kritisch gewesen. Steffi, Beauty-Expertin und Luxusgeschöpf, ich bin auch nicht 100% Best Friends mit dem Dyson Airwrap, aber ich habe gefunden, sorry, etwas, was wirklich 90% billiger ist fast, ist also schon, ja, also kann man ja machen. Ich habe ein bisschen gelächelt, aber ich habe gefunden, irgendwie so, ja, gönn dir den doch. Und du hast wirklich gute Haare. Also falls du jetzt am Hören bist und kein Bild hast, Jennifer hat ein auffällig glänziges Fähli. Sie sind glänzig, sie sind sehr schön gelockt, sie sind bouncy, sie sind voluminös. Also wir reden über die Haare, by the way. Und ich finde, du hast wirklich eine gute Frise. I'm impressed. Ich glaube, es ist so as good as it gets für Self-Styling, glaube Ja, ich. es ist wirklich Von so. dem her kann man geben und ich bin voll gut. Also ich habe ja auch schon mal einen Dyson gehabt und ich habe ihn dann wieder verkauft, weil ich irgendwie ich hatte aber auch noch längere Haare, kann man sagen. In all Okay. fairness. Und ja. Aber egal. Das ist ein Shit I did buy. I'm Ja, deeply sorry. Aber wir actually. haben natürlich auch jetzt nach unserer 2-wöchigen Regenerationspause Es war wirklich verheerend gewesen, weil ich habe jetzt in den letzten 2 Wochen habe ich recht viel, also es ist erfreulich als selbstständige Journalistin auch, dass ich wieder ganz viele Artikel pitcht habe und irgendwie, weißt, so kann schreiben. Und einer davon ist bei mir jetzt gewesen, finde ich total lässig, ich darf nicht zu viel spoilern, aber für ein relativ grosses Magazin darf ich über Plus-Size-Mode, über Frühlingsmode schreiben. Und jetzt bin ich natürlich hart in ein Loch hineingefallen und habe natürlich extrem viel Research gemacht und sehr viele neckische Sachen, die man sieht. Und ich habe dort, also mein Shit I didn't buy ist wirklich so im professionellen Rahmen entstanden, weil ich wirklich Research gemacht habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt muss ich ihn ganz schnell suchen. Ich habe einen riesen Puff auf meinem Desktop. Eine letzte Freundin da gehabt, Vera, war bei mir am Arbeiten gewesen, und sie hat im Fall eine Crisis bekommen ab meinem Desktop. Sie hat einfach gesagt, wie kannst du so arbeiten? Aber ich habe es gefunden. by the way, es gibt von Claude, ich finde AI, ich habe so meine Probleme mit AI, aber es gibt Claude und Claude ist definitiv besser als ChatGPT und es gibt jetzt Claude Desktop-App für Apple only und Claude Cowork, kannst du das nennen? Und die Kollegin hat es ausprobiert, sie hat ihm gesagt, dem Claude Cowork Buddy, Aha. organize my desktop. Und er hat das im Fall gemacht und sie ist hure happy. Und sie hat ihm gesagt, organize my desktop und schau mir Dateien an, gib mir Vorschläge für eine gute Dateistruktur und dann tun alle einheitlich benennen. And she's very happy. Okay, also ich finde, es tönt total lässig, aber auch so ein bisschen, wow, sie hat KI Zugriff gegeben auf ihren Computer. Ja. Wow. Also Claude, well done. Ich meine, es kommt auch hoffe, nicht mehr drauf an. du Also, hast weißt IBAN irgendwie auch noch schnell runtergezogen, wenn du schon dort bist. Aber okay, also es kommt wirklich einfach nicht mehr drauf an. ich brauche glaube schon ein bisschen Hilfe, weil es ist wirklich messy. Aber ich kann ja auch, man kann ja Frühlingsputz kann man ja auch auf dem Computer machen, oder? Ja, Das ist einfach noch einen Monat rausschieben. Da habe ich auch jemanden von mir in einem Extrembeispiel und ich finde das total bewundernswert, aber ich glaube, I could never. Ihr Frühlingsputz ist immer, sie hat Maximum, und das ist wirklich True Story, Maximum 10 Fotos auf ihrem Handy iCloud-Dingsbums. Ich habe gemutet aus Versehen. What? Also ich das Das sagt nicht, ich so, ist ja, natürlich hast du 10. Nein, das ist freaky.
Soll ich schnell in meiner Camera Roll schauen? Das ist 14, was sind Also, ja, also wir sind wirklich einfach so Cloud-Space-Verschwender. Aber wir haben auch einen Podcast, von dem her ist es Cloud-Space. Ja, okay, wir haben total gute Ausreden. Und jetzt habe ich eben auch, jetzt spam ich eben auch noch Sachen zu, weil mein Shit I didn't buy ist jetzt aus dieser Ich habe Fashion- 11.135. Es ist auch genug, aber Mhm. ich sage immer so, weisst, ich brauche es zum Arbeiten, aber ich habe auch viele Fotos und ich könnte ganz viel davon Sure. löschen. Aber weisst du was? Fotos löschen, oh mein Gott, das ist so ein richtiger ADHS-Podcast, wir kommen nie zum Punkt. Aber Fotos löschen Ja, ist weißt du, das Beste, was man machen kann, ist, wenn du nicht musst Flugmodus machen. Weisst du, so quasi, du bist eben literally im Flugzeug. ja, das machen Oder du wir auch musst- immer, Fotos Das löschen. ist so geil, weil du hast wirklich so eine verschwendete, so eine gestorbene Stunde und du hast kein Buch dabei und du kannst einfach Fotos löschen. Also man hat immer ein Buch dabei, grundsätzlich. Aber man kann natürlich dann zum Beispiel unseren Podcast vorher abladen und dann uns Ohren snacken und Fotos löschen. Das ist jetzt so ein grossartiger Werbespot gewesen für Gell? Halbschlau Vollherz, finde ich wirklich souverän. Ich tweete die nachher. halbschlau, aber glorreich. Das finde ich super. Eben, an dieser Woche habe ich jetzt einfach wirklich massiv Geld gespart. Ich schaue ihn nochmal an. Ja, weil er kostet $795. Ey, das im kann ich im Rahmen- Fall mit. Auch schmerzhaft. Okay, also wir sind diese Woche Luxusgeschöpfe, wo wir uns nicht gönnt haben. Ja, wir haben Ich wirklich einen Arsch aus Gold die Woche. Du. Nein, es ist ganz schwierig. Aber ich habe eine neue Marke entdeckt, eine amerikanische, die heißt Veronica Beard. Ist eine Designerin. Eben, so, es gibt ja so Plus-Size-Brands und es gibt einfach Size-Inclusive. Sie ist zum Beispiel so Size-Inclusive, wo sie einfach sagt, sie macht Size 0 bis, glaube ich, 30. So absurde Bandbreite. Und du findest einfach so, wieso kann das nicht jeder? Weißt du, einfach irgendwie so ein bisschen, I know, aber es ist wirklich, und da ist der wunderschöne, der Miller Dickey Jacket. Und das ist ein ultra klassischer Blazer. Weißt du, so ein Rich Lady New York Blazer mit Goldknöpfen. Und ich finde ihn im Fall wirklich extrem bezaubernd. Total Ja. schön geschnitten. Fuck. Und, Der ist wirklich nice, ja. und wirklich, weißt du, gibt es in schwarz oder in dunkelblau. Du kannst, Nein, ziemlich dunkelblau. über die Gold Nein, reinknöpfen. wir machen dunkelblau. Es ist wirklich, ich glaube, ich würde schwarz. Ich weiss auch nicht. Dunkelblau ist dann gerade so ein bisschen sehr, ich hole gerade mein Kind aus dem Konservatorium ab. Aber, Hey, ich finde, weißt oh, schön. du, wenn schon, dann schon. Dann hast du deine Ray-Bans und deine Bootschuhe. Wirklich, dann machen wir einfach Zürich. Ja, das stimmt. Machen wir einfach Zürcher Zürichberg. Kontinent. Wirklich, machen wir einfach Zürichberg. Okay, also ich finde es hart und das kommt definitiv auf meine Liste von Lottogewinn. Veronica Beard kommt ganz eine grosse Bestellung über. Hey, das habe ich mir gar nicht überlegt. Oder hat jemand von unseren Zuhörerinnen, haben ihr Erfahrung damit, was passiert, wenn man jetzt Sachen aus einem amerikanischen Webshop bestellt? Weil rein theoretisch könnten da noch ziemlich viel Zusatzkosten auf uns zukommen. Oder nicht? Good question. Ich habe schon lange nicht mehr aus den USA bestellt, muss ich sagen. Also ich weiss, du darfst momentan nichts in die USA schicken, was teurer ist als 100 Franken. Das verschicken sie einfach gar nicht. The other way around. Ich weiss, es gibt viele US-Shops, die nicht in die Schweiz schicken, weil... Ja. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht. Okay. Weil es Das ist ist immer schon so viel. Weil ich meine, weißt, sorry, aber du zahlst irgendwie Verzollung und dann zahlst du 30 Franken, damit die Post einfach nur das Päckchen überhaupt anhaucht. Mhm. Und dann zahlst du nochmal irgendwie 30 Franken für irgendetwas und nachher zahlst du immer irgendwie 60 bis 70 Stutz und dann findest du so, okay. Ja, muss ich, also aus quasi zum Kostensparen machst du es nicht mehr. Aber es ist nicht Wunder, also falls das jemand von euch weiss oder mir so gerade kürzlich etwas aus den USA bestellt hat und Ja, let kann us sagen, know. ob es irgendwie so plötzlich teuer geworden ist, dann schickt uns ein DM auf halbschlau voll Herz auf Instagram. 100, was habe ich gehabt? $795 gespart und du hast Ich habe 790 Pfund. Das ist ein bisschen mehr als 790 $. Okay, and what did you not buy this week? Ja, also auch Size Inclusive Brand. Ich habe einfach keine Occasion für das, wirklich. Also, weißt du, da müssen mich halt einfach Leute an die Zürich Fashion Week einladen. Oder einfach, ich weiss auch nicht, irgendwelche reiche Leute müssten mich ausführen für absolut keine Erwartungen außer halbschlaue Gespräche. Needle and Thread, Okay. die machen auch UK Size 4 bis UK 22, das ist anständig. Mhm. Und das Kleid, das ich gesehen habe, heisst Ethereal Blooms Cape Sleeve Ankle Gown. Okay. Ah, shit, das ist... Oh, jetzt ist es gerade mega ausgewieskelt. Jetzt. Das ist Es wie ist so so eine... Tüll, Sage-Grün mit so bestickten Blumen und so einem Tüll-Cape. Das ist mega schön. Was ist das? Das ist so ein fancy Landhaus-Wedding, wäre das? Finde ich jetzt. Ja, es wäre fancy Landhaus-Wedding. Also weißt, ich meine, grundsätzlich kann ich mit dem auch mit John Baker Kaffee trinken. Das ist mir scheißegal. Also overdressed im Alltag bin ich sowieso ein grosser Fan davon. Weißt du, das ist mir scheißegal. Also ich fände zum Beispiel auch lässig, mit dem zum Beispiel, könntest du zum Beispiel einen tollen, like,
Weißt du, das wäre cool. Mit dem könntest du ein tolles Fotoshooting machen beim Sternengrill mit einer Bratwurst. Okay, wieder, also weißt du, manchmal müssen wir dann You wieder can also koordinieren. hire us for creative direction. Die Sender müssen wirklich, es wird desperate. Okay, also wir sehen es vor der Sterne und Bratwurst mit Oh, dem hey, sorry. zauberhaften Kleid. Ich habe den Vision, wenn wirklich mit dem Bildstil, der so ein bisschen leicht überblitzt ist, weißt, Härte Kontrast, nicht Und du überblitzt, so, da hast du Bratwurst, Bratwurst. Needle and Thread, Cape Sleeve, Ankle Gown. Okay, also es ist sehr, sehr schön. Und ich finde es vernünftig für alle Beteiligten, dass du nicht an eine Hochzeit eingeladen bist und auch nicht an einen Sternengrill im Moment, aber das da können wir relativ schnell ändern im Fall. Das wäre kein Problem. Ja, das stimmt. Okay. Aber das müssen Weißt du was, das könnte unser nächste... haben. Ja, aber das könnte unser nächstes In-Person-Date sein, weil wir haben uns auch schon seit ein paar Wochen nicht mehr gesehen. Ich würde sagen, Sternengrill und Overdressed am Wir Sternengrill. können auch einfach mal beim Sternengrill ein Meet and Greet machen. Für Das stimmt eigentlich. whoever thinks this is a good idea. Ich sage das im Fall total bezaubernd. Ich glaube, das ist schon gerade in unserer... angesprochen worden im Globus. Oh, das ist in unserer Sendepause passiert. Das ist so grossartig. Ich muss es jetzt erzählen. Bin ich am Turnschuh anprobieren gewesen. Wieder, ich brauche keine Turnschuhe, aber ich habe eben einen Geschenkcode bekommen. Dann nachher bin ich am Turnschuh anprobieren gewesen und dann laufen so 3 Leute an mir vorbei und dann hat die eine Frau kommt so zurück und sagt so, Ohrensnack, gell? Und ich so, oh mein Gott! Und danach haben wir die total... Und sie hat einfach, weißt, sie hat das, glaube ich, nur wollen sagen und weiterlaufen. Und ich habe sie gerade gepackt und ich so, dann sie müssen umarmen. Und sie hat irgendwie noch einen Mann bei sich gehabt und irgendwie noch eine andere Kollegin. Dann haben wir im Fall relativ lang geschwätzt und der arme Turnschuhverkäufer ist immer so, gell, sie ist 40 und ich so, ich bin gerade mit meinen Fans am Reden. Sie ist wirklich, sie ist so Ich gebe gerade Autogramm. ich habe mega Freude gehabt und ich weiss nicht mehr, wie sie heisst. Ich kann sie, Susanne, aber auf jeden Fall, falls du jetzt so hörst, ich habe wirklich extrem Freude gehabt. We love you, Susanne. Und ich habe Turnschuhe gekauft. Aber das ist jetzt eben, das ist die falsche Rubrik, um das jetzt eben zu erzählen. Aber ja, mega Freude gehabt. Und wie sind wir jetzt drauf gekommen? Eben, also, dass wir einfach Fame. Und Meet and Greet. Also, ich glaube, das ist im Fall noch eine gute Idee. Wir machen das Sternengrill Meet and Greet. Dann können wir immer Bratwurst essen. Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Ja. Jetzt kommt wieder der Zöliakie-Dämpfer. Der Sternengrill sagt von sich selber, es sei alles voller Gluten. Sie sagen, ihre Würste haben Gluten. Und ich glaube, sie sind einfach nervös, weil sie wahrscheinlich Bürli und überall, weißt du, so Mehlstaub haben. Sie sagen, es sei nicht glutenfrei. Dann, nein, weißt du, wo gehen wir? Ich habe dir doch den Link geschickt von dieser neuen glutenfreien Patisserie in Zürich. Und da bin ich noch nicht gewesen. Können wir auch nicht. Ja, Avi heisst die Bäckerei und es ist im Moment noch ein bisschen ein Pop-up-System und ich glaube, die Bettina, die Gründerin, wir machen jetzt ganz schnell ein bisschen Werbung, sie macht jetzt, glaube ich, jeweils am Freitag hat sie offen und nachher ist sie irgendwie so, es ist nämlich in Altstädten, hat sie dann irgendwie so Donnerstag, Freitag. Also, das ist noch besser, das ist näher zu mir. Und also ich bin schneller Beeren als die Steffi aus dem Seefeld. True. Es ist wirklich wahr. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig drauf. Die gehen wir dann besuchen. Können wir nochmal eine shameless Self-Promotion machen? And speaking of fame. Ich bin jetzt diese Woche, respektive, nein, es ist immer noch die aktuelle Ausgabe, wenn ihr das hört. Ich bin in einem auflagenstarken Magazin von der Schweiz. Wait, warte mal schnell. Nein, eben noch nicht. Weil ich habe es online ich weiss, ich habe es auch noch online gesehen. Es wird jetzt zurück und es wird verschickt. Also, ich müsst das Mikromagazin anschauen. Dort ist eine Doppelseite über mich drin, wie ich einfach über Gluten erzähle und über Zöliakie und wie scheiße das eigentlich meistens ist. Und dass es aber auch lustige Momente gibt und dann halt einfach auch nicht so lustige Momente. Und das dürfen wir jetzt da sagen, weil das hören ja nicht so viele Leute. Sie haben dann noch 3 Product Recommendations auf die Seite da von glutenfreien Mikroprodukten. Und das sieht jetzt so aus, als hätte ich die recommended. Okay. I did not. Und vor allem das Brot dort nicht kaufen. Es ist mega grusig. Okay, ja, das darf mir jetzt da so ein bisschen drin flüstern, finde ich total okay. Aber ich bin jetzt eben gerade überlegen, ob ich das in mich einblenden kann, weil ich habe es ja heute Nachmittag schon gesehen im Mikromagazin. Das stimmt. Ja, nein, ich finde, es sieht nicht aus, als würdest du persönlich empfehlen, aber es ist wirklich ein Nein, natürlich nicht. Also da, schau mal da. Okay, gut leben ohne Gluten. Es ist wirklich so. Nein, es ist schon nicht, es steht schon nicht Jennifers Empfehlungen. Aber es steht einfach fein und glutenfrei. Und dann ist das Bio-Müsli Crunchy mit Waldbeeren, das ist okay, das ist fein. Der Toast hell ist wirklich einfach, naja, man kann ihn schon essen. Ja, aber und die glutenfreien Hörnchen sind okay.
Ja, also die finde ich auch Okay. so ein bisschen. Also schau, ich habe es jetzt geschafft. Ich kann es da schnell einblenden, falls du in deine ui nein, mein dreckiger mein Handybildschirm da und eben so natürlich schriftverkehrt, aber so, aber that's our Jennifer. Und jetzt tun wir richtig arschig, because Oh. musst mal schnell schauen. Ich Ja, bin dann auch warte, in einem Käseblättchen diese Woche. Renzo Blumenthal. Ich Bist bin du der in der Essi? Schweizer Shit, Luftreise das bin ich trumpt, gewesen. das Es ist wirklich, also du ich musst mich habe jetzt ein bisschen outstagen, erreicht. gell? Weißt du was, Nein, Bitch? Fuck es off. ist wirklich, und ich bin da irgendwie an einem Film Gribbin, weisst du, an einem Musical gsi und dann nachher haben sie mich im Publikum geschaut und da bin ich, Entschuldigung, ich Mit der schreie da ins Mikrofon rein, mit Patti! der Patti Boser und der Hey, Nina sag Salvisberger, mal, bitte nicht sag Salvisberger, mal. Hast du very, Patti very hoffentlich famous. gesagt, sie muss halb schnell Vollherz hören? Weil Ja, hat sie best to sowieso. Nein, be. wir haben wirklich irgendwie 10 Sekunden können miteinander reden. Ne. Aber, nein, es ist mega lässig gewesen und ich habe mich total blamiert. Vielleicht habt ihr das gesehen auf Instagram. Weil sie haben nach dem Musical, es ist ein Musical über Brustkrebs. Und dann haben sie mich nachher gefragt, wie ich es gefunden habe und so. Und ich bin sehr nah am Wasserboot und dann habe ich so mega in die Kamera gefleht. Und ich bin eben so ein Ugly Crier. Weißt du, es ist nicht so, es ist mega hübsch, sondern weißt du, so richtig so, ich habe so richtig Bist du so Alice Cooper? schlimm gewesen. Anyway, ich bin jetzt in der Schweiz Illustrierte, ich habe jetzt irgendwie so, Steffi, du gehst von einem Servala-Promi, weiss auch nicht, K zu einem G. es ist wirklich so. Hey, und vor allem, wir haben es jetzt von der Bratwurst sind wir direkt zum Servola über. Ich finde es im Fall noch beeindruckend. Also das Wir bringen wir sind nicht so on immer a her. run im Fall, das ist Ich unglaublich. habe wirklich Freude. Aber eben, hey, tun wir das jetzt eigentlich schon als unsere zweite Staffel bezeichnen? Ich finde, wir müssen so ein bisschen ein Drama machen, wenn wir 2 Wochen Pause gehabt haben. Ist das jetzt schon Staffel 2 von Halbschlau Vollherz? Wenn wir das so Wenn anschauen? du das möchtest, ist es Staffel 2. Danke vielmals. Ich fühle mich jetzt viel besser. Aber nein, ich habe im Fall wirklich in diesen 2 Wochen, wo ich irgendwie auch viel gearbeitet habe und ich bin noch schnell in Paris gsi und, das ist mehr so ein bisschen for fun gsi. Aber ich habe natürlich auch auf dem Weg sehr viel Zeit gehabt und ich bin allein gsi und, habe ganz viele gute «Am I the Asshole» Geschichten gelesen. Und jenste von ihnen vergessen, irgendwie, weisst, zu speichern. Aber, ich hätte eine sehr coole Story für die heutige Hit me. Ausgabe. Ist gut? Baby, one more Okay, seid ihr time. bereit? Ich muss ganz schnell einen Schluck Wasser nehmen, weil es sind ja immer ein bisschen Märchen. Es sind wie moderne Märchen über Arschlöcher. Das stimmt. Okay, und ich habe eine «Am I the Asshole» Story für euch. Ich Und mache mal ein Märli-Album. das wäre wirklich, also das ist ja mein Traum, das ist mein grosser Traum. Weisst, einfach wirklich ein Hörspiel für Kinder. Und dann sagen alle so: «Die Frau, die tönt wie eine Hexe, aufhören reden.» Nein, es ist, I don't know. Aber ich würde das wahnsinnig gerne machen. Aber ich weiss nicht, ob das realistisch ist. Ich erkläre es immer wieder, auch nach über 20 Folgen, dass wir eine Rubrik haben, die heisst «Am I the Asshole?». Wir haben das nicht selber erfunden, sondern das ist ein Reddit-Forum im Internet, wo Menschen können Fragen stellen, wenn sie das Gefühl haben, ich glaube, ich habe mich ein bisschen arschig benommen. Und dann wenn sie von fremden Leuten im Internet quasi eine Antwort und sagen, wo sagen irgendwie so, bist du ein Arsch? Also Oder bist du grundsätzlich wollen wir von fremden Menschen Validierung wie in allen Lebenslagen. sowieso, sowieso. Und eben, es ist immer wieder lustig erzählt. Und, also, eigentlich habe ich heute 2 «Am I the Assholes?». Weil mein absoluter Favorit, den ich laut rausgelacht habe, war «Am I the asshole for singing every time someone interrupts me?» Und ich habe so lachen, weil die Geschichte ist auch gar nicht weitergegangen, sondern einfach eine hat dann gesagt, sie fangen einfach immer an zu singen, wenn ihn jemand sie unterbricht. Finde ich grossartig. Die ist mega passiv-aggressiv und auch nicht so cool für ihre Umwelt. Aber da kannst du gar nicht gross darüber diskutieren, weil die Antwort ist, nein, du bist grossartig. Ja, absolut. Es ist schon recht ein geiler Pattern Interrupt. Gell? Oder einfach Ja. singen. Also ich finde, können wir uns merken, tun wir das jetzt einfach irgendwann Aber tut sie abspeichern. dann ein Lied singen oder tut sie irgendwie ihre Antwort zurücksingen? Ich habe schon Hat sie mir Fragen. gesagt, sie fängt einfach an zu singen. Ich habe schon Und ich Fragen. finde es eben, weisst, ich stelle mir natürlich ein Meeting im Büro vor. Weißt du, so mit vielen Leuten an einem Tisch. Dann «Living la vida loca». Das ist so lustig. Also, Das ist schon lustig. ich finde, können wir ausprobieren, wenn es wieder mal nervig wird. Aber meine «Am I the Asshole»-Geschichte. Baby, nein, Steffi, nein, wir können es noch nicht anlassen. Ich Was merk's. wäre, wenn immer einfach einen Song würde singen, immer den gleichen Song. Das ist jetzt genau your alley. Welchen Ich Song würdest du glaube, singen? also ich finde, wenn du das schon machst, dann möchtest du ja die Leute auch wirklich verärgern für den ganzen Ja. Tag. Und dann musst du ihnen etwas nehmen, was so ein richtig klebriger Ohrwurm ist. Coco Du könntest Jumbo. zum Beispiel, nein, du könntest sagen, «Mana, mana». Und dann müssen die anderen sagen, «Dü, dü, 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 dü». Oder? Ich glaube Das aber wär- nicht, dass die anderen das machen und dann ist es so. Ja, das stimmt, das wäre nicht lustig. Oder einfach der Chihuahua, musst du einfach sagen, oder? Ja. Und dann hast du Instant DJ Bobo. Ja. Ich fände aber auch noch schön, weißt du, einen Song mit so einer Message. Vielleicht so «You're so vain». Ja, das ist Think this vielleicht song nicht is schlecht. about you, Das ist don't so. you? Fände ich Oder auch noch so- toll.
Oder Alanis Morissette. You wanna know! Das wäre auch. Das ist einfach so ein bisschen Female Ich wäre aber Rage schon rein. eher noch für so einen Song with a meaning. Okay. I Also, would be that wir bitch. tun uns den perfekten Song für nächste Woche überlegen. Dann können wir Mhm. es vielleicht aneinander anwenden. Wenn wir Mhm. anfangen, hier im Podcast zu singen, dann ist es, wie wir einander unterbrechen. Das ist gut? Okay. Die Gut. Hörer gehen von ein bisschen zu inexistent. Du einfach irgendwie so quasi Desaster. Aber eben, also, das wäre die kurze MIDS-Geschichte und die lange MIDS-Geschichte kommt jetzt und ich hoffe, wir sind parat. Okay. Ja. Die Frage der Woche ist, bin ich das Arschloch, wenn ich einem kleinen Kind aus dem Weg gehe, wo immer meine flauschige Jacken will anlangen? Okay? Mhm. Das ist das Setup von der Geschichte. Und jetzt tut die Posterin erzählt jetzt, sie hat Folgendes geschrieben. Sie schreibt, okay, ich habe einen 7-jährigen Bub, den ich... Sag mal, 17-Jährige. 17-jähriger Bub. Sie ist eine Mutter, sie sagt, ich habe einen 7-jährigen Bub, den ich jeden Tag in die Schule bringe und wieder abhole. Mhm. Vor ein paar Wochen ist ein Mädchen zu mir an, wo ich gewartet habe. Sie ist vielleicht etwa 4 und hat sich einfach gerade voll in meine flauschige Jacke reingelehnt und sie hat sie angefangen zu streicheln. Und die Eltern von dem Mädchen sind dort gewesen und haben dann ihr nur gesagt, fragt die Frau, ob du ihre Jacke anlangen darfst, was aber das Kind nicht gemacht hat. Sie fragt sich einfach irgendwie so, warum die Eltern nicht einfach gesagt haben, lang keine fremde Menschen an. Aber anyway. Also die Frau schreibt weiter, ich habe gesagt, es sei schon okay, aber dann sind dann die Eltern gerade so mega komisch und awkward geworden und haben dann auch fest probiert, die Kleine von mir wegzuziehen. Und die genau gleiche Situation ist nachher 3-mal passiert, also bei dem Bringen und Holen in die Schule. Mhm. Und ich habe dann angefangen, bis zur letzten Sekunde im Auto zu warten und dann nur so mega schnell reinzurennen, zu meinen Sohn schnappen und dann gerade wieder heimzugehen. Und dann schreibt sie weiter, heute habe ich vergessen, die Lage zuerst abzuchecken und bin einfach reingelaufen. Und dann ist das Mädchen gerade voll auf mich zugerannt und ich habe nicht gewusst, was machen. Also habe ich mich einfach umgekehrt und bin einfach mega schnell davon gelaufen, ohne etwas zu sagen. Und nachher habe ich gesehen, wie ihre Mutter sie tröstet, weil sie gerade am Brüllen war. Und jetzt fühle ich mich total schlecht, weil es ja nicht ihre Schuld ist, dass ihre Eltern komisch sind, aber ich will auch nicht so ein Teil sein von so einem komischen, sperrigen Szenario. Bin ich das Arschloch? Und ich finde es so eine absurde... Ja, schon. Die hat offensichtlich mehrere flauschige Jacken. Das klingt so nach Kunstpelzjacken. Und die sind ja Ja, schon man darf sehr... halt auch schon auch fragen. Aber ja, ich Aber so, meine, die you sind do ja you, wirklich oder? streichelwürdig. Oder? Ja, Aber ich weiss du nicht. Also, Du willst nicht von das Ball Fremden... steht einfach immer elektrisch auf. Aber ja, nein, grundsätzlich musst du natürlich deinen Kindern beibringen, dass man nicht einfach andere Leute kann antatschen kann. Auch ihre Kleider und ihre Jacken und ihre alles. Aber ich finde halt dann auch irgendwie so... Also weißt du, einmal ist ja vielleicht ja noch cute. Aber dann finde ich es eben schon auch noch weird, dass Kinder einfach zu fremden Menschen angehen. Ich weiss nicht, also ich kann nicht so viele Referenzkinder, aber So, aber also die Referenzkinder, die ich habe im Umkreis, die machen das nicht. machen Also, sie nicht. nein, bei denen ist nicht einfach die Jacke von einer fremden Person Bezugsperson. Also ich finde es einfach lustig, wie sie es erzählt hat, weil dass sie sich gerade so drin hineingelehnt hat und so gestreichelt hat und so. Das ist ja eigentlich schon cute, wenn das so eine einmalige Situation ist. Ja, wenn es einmal passiert und das Kind ist Ja. irgendwie wirklich klein und ja, okay, vielleicht. Und es ist nicht gerade irgendwie, ich weiss doch auch nicht, etwas, wo du nachher die klebrigen Hände nicht mehr rausbringst. Von mir aus. Aber auch, ja, finde ich jetzt bei Jacken, ja, okay. Nein, macht man nicht. Also, Es wird so ein weirdes Ritual und eben, ich verstehe das total gut, dass sie nicht möchte irgendwie ein Teil sein von irgendwie so einem komischen Balztanz von einem kleinen Kind, weißt du, so, weil ich habe das auch schon gehabt. Ich bin zum Beispiel so eine mit kleinen Kindern, ich mache gerne Gespässli und ich komme nur klar mit Gofen, die mitmachen, weißt du, wie so, und dann finde ich die total lässig. Aber wenn du kannst so Witzli machen und so, und da bist du auch ein bisschen selber geschuldet, weil ich peitsche dann irgendwie auch, das mache ich natürlich schon nicht mit fremden Kindern, aber so mit den Kindern von meinen Freunden, wenn sie so klein sind, ich kann nur, weißt du, so quasi dumme Witze machen, dann wird es ja wie so ein Running Gag und da bist du ja, wie dann selber hast aber dann, also dann bist einfach du schuld. Du hast sie ja, initiiert und dann musst du es einfach Junge, teilen und dann weisst du du hast wirst es jedes Mal... gemacht, also jetzt, Ruhe. Genau, und du wirst jedes Mal müssen den Joke nochmal reissen. Es ist Oh okay. ja. Aber das sind fremde Leute und weißt, sie ist literally einfach weißt, so auf dem Weg ins Büro und wieder heim und sie will einfach ihr Kind holen. Also ich finde es ein bisschen Nein, weird. du musst wollen angetastet werden. Und weißt, ich frage mich dann auch, ja, wo Ja. hört's denn? Also weißt, ich meine, die Ja. Jacke klingt jetzt ja noch harmlos und was ist denn das Nächste? Irgendwie Haar antatschen oder so? Oder
Ja, also es hat eben wirklich lustige Kommentare gehabt auf den Post. Also es haben sicher irgendwie, ich weiss auch nicht, 200 Leute kommentiert. Und mein Lieblingskommentar war, nur weil sie ein Kind ist, hat sie nicht das Recht, in deinen Personal Space einzudringen. Und wenn ein fremdes Kind mich berührt, gehe ich auch weg. Die sagen, ihre Eltern sind Arschlöcher, weil sie ihr nicht beigebracht haben, dass man keine fremden Menschen streichelt. Und mein absoluter Held-Kommentar war, geh doch einfach zu ihren Eltern an und fang ohne abfragen, die anstellen. Wäre auch recht lustig. Also einfach irgendwie so, einfach gehen und einfach so ein bisschen anfangen, so ein bisschen kraulen. Also, dann würde sie es vielleicht auch nicht Ja, machen. ja, das fand ich total toll. Ich meine, I could never, weil nein, Einfach nein, nein. nein. Okay, aber wir haben noch nie über so etwas diskutiert, wenn man irgendwie, weisst, fremd gestreichelt wird, ob das okay ist oder nicht. Und es ist einfach so, ich finde es einfach, es ist fürs Kind schon ein bisschen gemein. Also es würde mir auch ein bisschen das Herz brechen, wenn ich irgendwie ein Kind zum Brüllen bringe, irgendwie eine Vierjährige. Aber das sind auch einfach Life-Lessons. Und sie ist Hey, nachher, du, ich meine, es sind einfach Life-Lessons, dass es halt einfach Leute gibt, die das nicht wollen. Und ja, das ist halt einfach so. Also weißt ha, okay. Consent. Also weißt ich meine, wir strugglen amigs auch immer mit unserem ADHS-Kind mit, was ist Consent? Aber Mhm. es ist halt einfach so. Es geht halt einfach nicht alles und im öffentlichen Raum und dort besonders. Und ich finde ganz klar, du hast kein Anrecht auf eine kinderfreie Zone im öffentlichen Raum. Ja. Auf das Ja. hast du Anrecht, sorry. Aber du hast natürlich absolut Anrecht, dass dich Kind nicht irgendwie antatschen oder irgendwie, ich weiss doch auch nicht was machen. Finde ich auch. Von Also dem das her, Learning, ja, not wo yes. wir heute haben wir, ist definitiv kein Immer Asshole. noch. Und einfach für euch daheim, einfach ohne Fragen streicheln ist selten eine gute Idee, ob es jetzt ein Mensch ist oder ein Tier. Liebe Weil- Tiere ist auch meistens keine gute True. Idee. Mhm. Sie hätte können anfangen zu bellen, das wäre auch eine Variante gewesen. Mhm. Ja, ich kann das schon lange her. Aber da hat's wirklich auch mal ein Kind gegeben, das ist wirklich auch recht aufdringlich gewesen. Und es hat einfach genervt. Es gibt wirklich selten Kinder, und es liegt ja nicht am Kind, es liegt der Fisch stinkt am Kopf zuerst und dort sind's wahrscheinlich die Eltern. Es ist einfach so wirklich ein penetrantes Kind gewesen, das einfach immer irgendwie wieder gekommen ist und wieder gekommen ist und wieder gekommen ist. Und dann irgendwann habe ich das angekißt, wie so eine hässige Katze. Oh, Hat auch auch funktioniert. ein bisschen gefürchtig, aber sicher effizient. Ja, also das ist ja kein Babykind gewesen. Der ist etwa 7. Der ist etwa 7 gewesen. Und da finde ich Okay, wirklich ja. so mit 7, wenn ich Sollte jetzt nicht irgendwie auf meinem Spidey-Sense-Radar irgendwo eine Neurodiversität irgendwie anschmecke, dann sorry. ja, finde ich Dann total. solltest du wissen, was Personal Space ist mit 7. Ja, finde ich auch. Also das ist unsere Erwartungshaltung. Wir sind beide Mütter. Ich habe es dazwischen wahrscheinlich vergessen, die ganzen erzieherischen Sachen, weil sie sind viel zu lang her und ich habe wahrscheinlich zu viel Weisswein getrunken in der Zwischenzeit. Aber ich finde, Jenny ist schon noch näher beim Thema. Aber wir sind uns da Not the sehr... asshole. Ja, not the asshole. Not the Tun asshole. einfach keine Menschen streicheln. Ohne Fragen. Ohne Fragen. Okay, also das sind meine Asshole-Geschichten von der Woche. Ja. Und ja, also ich finde, es hat immer wieder geiles Material dort. Ja. Und auch sehr amerikanisches, muss ich vielleicht auch noch sagen. Darum haben wir im Fall auch immer Freude. Ihr könnt uns auch selber, wenn ihr irgendwie gerade eine Frage habt, die irgendwie unter den Nägeln brennt, Ja. schreibt uns einfach ein DM auf Instagram, halbschlau Vollherz. Darf man die Schweiz Illustriert in der Öffentlichkeit lesen? Ja, es ist wirklich, also ich glaube, die Antwort ist jetzt sehr klar gewesen. Nein. Aber es ist in jeder Arztpraxis, ich glaube, es ist, wenn du einen Arztbesuch hast, das ist das Einzige. Ein bisschen, wo dich ein bisschen kannst freuen drauf, ist das. Das und der Beobachter. Der Beobachter. Ich Aber habe dann den wirklich so, Beobachter. wenn du musst wählen, du kommst in die Arztpraxis rein und das hat Schweizer Illustrierte und Beobachter und dann schaust du noch die anderen Leute an und so, okay, also denen ist es sowieso gleich. Aber wenn du willst, so ein bisschen smarter wirken, nimmst du den Beobachter. Würde ich jetzt sagen. Oh, wäre halb schlecht. Ja, es ist, glaube ich, also wir haben es gibt keine Frage mehr. Nein. Darum tue ich Aber Kühe melken in Weil der du Zeit. hast 2 meine Asshole-Stories, also habe ich 2, das musst du gehört haben. Ich bin sehr gespannt. Und Ja. wir haben vorher ganz schnell darüber geredet. Mhm. Und du weißt, ich habe im Moment gerade so ein bisschen eine News-Crisis und ich hoffe, es ist nicht direkt aus der amerikanischen Politik. Wir bleiben im Anglo-Raum, aber wir bleiben bei Amerikas. Und das ist schon der erste Hint. Ich finde, wir dürfen durchaus, auch wenn es jetzt schon ein paar Tage her ist, wir dürfen durchaus über die Halftime Super Bowl Show von Bad Bunny reden. Bonito. Und ich muss wirklich sagen, ich meine, non habla español. Also ich habe wirklich, ich glaube, 99% nicht verstanden von dieser Halftime Show.
aber mein Vögel war am Schwingen gewesen und ich habe es absolut glorreich gefunden. Ich habe es also auch, ich habe es geschaut, Mhm. tatsächlich, ist sicher nicht live, aber nachher, Ja, aber nein, nach ich der kann nicht dritten leiden, Folge, also das machen nein, wir nicht. aber ich has mega cool gefunden und vor allem, es so fröhlich, es ist einfach so eine Ich muss still. verdammte Feel-Good-Zone gsi und natürlich alles in Espanol, aber ich habe einfach es ist einfach 'ne Party gsi. Ja, und dann noch der Es Ricky Martin. Jesus, der sieht immer noch so Ey, fit ja, und der aus. ist ja 54 und lustigerweise ist ja der genau gleich alt wie der Kid Rock, wo die andere Halftime-Show, Oh, Demo-Show okay. gemacht hat. Es ist wirklich einfach so, ages Ah, you, baby. es Mm-mm. ist wirklich so. Also, merkt euch das. Nein, also, der Ja, Ricky Martin ist wirklich tasty gsi ja. und der, Pedro Pascal ist auch noch 'n bisschen Ja, dort. ja, was ich sehe das so vor dem Haus und sehe zuerst denke: „Hä, ist das Jessica Alba? Weird. Gell? Hey, hä, Gell? das ist Also, Nicki Minaj? Weird. Oh, das ist der Pedro Pascal.“ ich habe es super gefunden. Ich habe Dings auch die Lady Gaga, ihren Auftritt, mega schönes Kleid hat sie angehabt. Und Mhm. ich habe es Ja. total schön gefunden und wir müssen gar nicht drüber reden. Es ist einfach die Kommentare nachher aus dem Weißen Haus und oben runter sind so Wenn wir nicht bescheuert. diskutieren nicht, dann müssten wir jetzt auch irgendwie über den Pam Bondi ihres Hearing reden und das machen wir auch nicht, weil das ist genau der gleiche Joke. Es ist wirklich so. Und es And ist that's all there is to say, I guess. danke vielmals. Es ist so. Nein, habe ich sehr, sehr leise gefunden. Also, wir sind grosse Bad Bunny. Ich bin nicht ein Fan von seiner Musik, aber ich bin Fan von ihm. Ich Ich mag finde sein ihn wirklich neuestes ein cooler Typ. Album und ich finde, er hat einen huere krassen Glow-up gemacht, weil ich weiss, ich habe den Typ das erste Mal, ich glaube so im 18 oder so gesehen und ich dachte: «Oh, was ist das für einer?» Aber der hat Mit so farbigen Brillengläsern und einfach weird, einfach überhaupt nicht mein Style, also wirklich ja. gar nicht. Mhm. Und jetzt so die letzten 2, 3 Fotoshootings, die ich irgendwie gesehen habe von ihm, finde ich so: «Okay, I'm Ja, here for the looks. Ist okay, gell? ist okay. Gell? Und Hello.» eben, und ich finde, er hat einen wirklich coolen Fashion Sense oder einen Ja, wahnsinnig guten Stylist oder oder Stylistin. beides, ja. Aber wirklich, also Appreciation. Bad Bunny, Olé. Ich meine, si, Ja, Senor quiero und so. Wir mucho. können beide kein Spanisch, wir hören auf. Nein, Scheiße, ja, es ist wirklich nein, sorry, that's not. Aber wir bleiben im angelsächsischen Raum und, es ist, das Mal ist nicht Spanisch. Es gibt, die 3. also mittlerweile schon die 3. Staffel, auf Netflix. Zwar kann man das gut schauen. Es heisst «Dash» und es ist die Kochsendung vom Matti Matheson. Und falls ihr das Gefühl habt, der Name kommt mir schüch bekannt vor, dann vielleicht, weil er lustigerweise eben kein Koch spielt in, «The Bear», Bear, aha. sondern 'nen Handyman und Waiter nachher dann. Und er hat 'ne Kochsendung und ich schaue sie mega gern, weil ich habe einfach das Gefühl ich habe auch Kochbücher von ihm und ich habe einfach das Gefühl, der kommt so richtig authentisch über. Ich habe das Gefühl, der ist wirklich so, wie er dort ist. Er ist irgendwie zu laut und chaotisch und voll Chaos, aber ich glaube, er ist einfach so und es kommt hure gut über und ich finde es voll gut. Ich bin voll Fan. Und das finde ich so cool, dass du das jetzt sagst, weil ich habe, glaube ich, irgendwann bin ich mal in, weißt du, auf YouTube oder so mal über einen Teaser gestolpert und ich so, hä? Weil ich habe mich gar nicht mit dem beschäftigt. Ich habe «The Bear» geschaut und ich habe ihn immer wahnsinnig lustig gefunden in dieser Ja. Nebenrolle. Aber ich habe, dort ist ja auch so pures Chaos und Ja. eben, nur irgendwie der Handwerker. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass der ja wirklich ein total begnadeter Koch ist. Und Ja. ich finde aber seine Art so mega sympathisch. Weißt du, er ist so ein bisschen, ganz ehrlich, du weißt ja, mein Problem mit dem Jack, dass ich den wahnsinnig sehe. Ich finde so, der Matty geht ein bisschen richtig. Also ich verstand den Jack, Match. Hey, gut, also ich finde es ganz wichtig, dass ihr jetzt, die zuhört, macht euch ein eigenes Bild. Ja, Geht schnell weil ins Internet. ich muss schon sagen, okay, wenn jemand jetzt so ganz Food-Hygiene penibel ist es nicht Sendung. Weil du Ja. siehst ihn wirklich mit halb offenem Maul reden, und irgendwie die Soße, die er gerade drauf geschmiert hat, läuft überall an. Also es ist messy. Ich Okay, finde es aber voll glorreich. Ich finde es wirklich toll. I am here for the mess. Aber okay. es gibt Leute, die mögen das nicht, darum you have been warned. Gut, also nicht Martha Stewart etc. Aber ich muss das Mhm. ich muss das jetzt gerade abchecken. Ich finde, das klingt total charmant. Ja, ich Mein glaube auch. Problem Und heute Abend mit Kochsendungen ist, dass schlafen. und du musst das Timing eben gut verwischen, weil es gibt nichts Schlimmeres als eine Kochsendung schauen, wenn du so ein bisschen snacky bist oder Hunger hast. Es geht Mhm. gar nicht. Nein, Darum haben der Nick und ich Stanley Tucci, Discovering Italy, können wir immer nur direkt nach dem Znacht schauen, wenn wir einfach voll gefressen sind. Das Dann ist geht's. smart, ja. Das ist wirklich so. Ja. Aber eben, ich schon wieder, und ich habe vorher, ich habe einen wahnsinnig guten Znacht gemacht. Die glutenfreie sorry, wir machen immer wieder, Jenny und ich haben beide Zöliakie.
Es ist jetzt wirklich klar, ich habe jetzt diese Woche, glaube ich, zum 3. Mal Rummo-Teigwaren gemacht. Die Rummo-glutenfreien Pasta sind Ey, einfach die sind einfach fucking superior. Sorry. so fein. Und ich Ja. habe irgendwie, weißt du, so, wir haben irgendwie, nicht Origette, irgendwie, weißt du, so die Röhrli gemacht. Heute Mhm. habe ich Spaghetti gemacht wieder einmal. Und sind die einzigen, die nicht brechen und sie sind einfach so fein. Aber ich habe, glaube ich, irgendwie 2,5 Teller gegessen. Das war ein bisschen übertrieben gewesen. Und jetzt muss ich irgendwie noch ein bisschen ein Verdauungsspaziergängchen machen, glaube Ja, das klingt ich. gut. Ich kann jetzt zwar eben eigentlich noch die letzte Episode von der neuen Staffel Lincoln Lawyer, Ah, okay. und ich mir jetzt nachher noch zu Gemüte führe. Das finde ich total schön. Also wir sind immer froh um auch weitere Serientipps. As always, einfach DM schicken oder kommentieren unter unserem neuesten Post auf Halbschlau Vollherz auf dem Instagram. Gut, und eben Jenny und ich tun jetzt in der nächsten Woche tun wir uns mal, wo wir und wie wir könnten noch schnell so ein Blind Date, leichten Flashmob anrühren, weil ich finde es einfach wirklich cool, so etwas zu machen. Ja. Weißt du, wir Bratwurst können's ja oder auch nicht? mit ja, oder wir können es auch mit etwas Sinnvollem verbinden. Sag nicht, jeder bringt etwas, wo er nicht mehr will. Jeder bringt ein Buch, das er nicht mehr will, und dann dürfen wir ein anderes Buch mitnehmen. Mein Gott, du bist eine Genau, Ideenfabrik. ich das sonst machen. Also es kommt wieder auf unsere berühmte Liste, die wird immer länger und nächste Woche haben wir sicher Das einen ist einfach, konkreten das ist Vorschlag. einfach wieder genau das Problem. Wir haben tausend Ideen, wir müssen jetzt einfach irgendjemanden haben, der wie so unser PA ist oder unser Manager, der einfach sagt, jetzt mach den Scheiß endlich. Nein, ich finde, wir sollten einfach einen Assistent haben. Ich finde, Mhm. hey, ein unzahltes Praktikum bei Halbschlau voll Herz. Das ist wirklich so. Hey, es wird sicher ein total lustiger Job. Das finde ich ist ganz schwierig. Aber ja, natürlich. Wir können dir ganz viele Lifehacks zeigen und so. Und wir tun sicher beide gut kochen. Das könnte sich noch lohnen. Du könntest noch zahlen in Beauty-Produkten. Das stimmt, das wäre eigentlich auch eine Variante. Mhm. Okay, also wir überlegen es uns und Jenny könnte dich noch frisieren im Moment mit dem Dyson Dupe. Wir sind wirklich impressed. Ich glaube, Ja. ich möchte auf Hey Pretty möchte ich auch noch etwas machen zu dem Thema. Du bist wirklich, ich finde, du hast eine wahnsinnig schöne Frisur. Also ich hoffe, du schwingst dich jetzt irgendwie so auf dein Sofa und gehst irgendwie deine Sendungen schauen. Sehr Ja, jetzt habe ich meine Haare in meinem Gloss. Ja, I do. Aber dann sehen und hören wir uns nächste Woche. Merci vielmals, dass du dabei Ja. bist, dass ihr dabei gewesen seid. Bis Air bald. Kisses. Tschüss Sleep. zusammen.